Matthäus Kapitel 10. Und er ruft seine 12 Jünger zusammen, gibt ihnen die Vollmacht zum Dämonen austreiben und alle Kranken und Angeschlagenen gesund machen. Das sind die Namen der 12 Sendboten. Zuerst der Simon, wo man ihm Petrus sagt, und der Andreas, sein Brüder. Der Jakobus, der Sohn von Zebedäus, und der Johannes, sein Brüder. Der Philippus und der Bartholomäus, der Thomas und der Matthäus, der Zöllner, der Jakobus am Alphaeus, sein Sohn, und der Thaddäus, der Simon, der Kananäer, und der Judas, der Iskariot, der ihn auch verratet. Die 12 schickte Jesus aus und treiben ihn auf. Zu den Heiden geht nicht, und in eine Samariterstadt geht auch nicht. Geht eher zu den untergangenen Schafen vom Haus Israel. Beim Umwandern verkündet, dass die neue Welt vor der Tür stehe. Macht Kranke gesund, macht Tote wiederlebendig, Aussätzige sauber, treibt Dämonen aus. Eure Gaben habt ihr vergeben bekommen, ganz ja vergeben weiter. Füllt eure Taschen nicht mit Gold und Silber und Kupfergeld. Kein Koffer, keine 2 Untergewänder, keine Schuhe, kein Stecken nehmt mit auf den Weg. Wer arbeitet, kommt auch zu essen über. Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, fragt euch durch nach einem, der verdient, euch als Gast zu haben. Dort bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr ins Haus geht, grüsset mit dem Friedensgruß. Und wenn ein Haus verdient, dann soll es im Frieden leben. Und wenn es nicht verdient, dann nehmt den Gruß wieder zurück. Und wer euch nicht aufnimmt und nicht hört auf das, was er sagt, geht raus aus dem Haus oder aus dieser Stadt und schüttelt den Staub ab von euren Füßen. Glaubt mir, den Leuten von Sodom und Gomorra geht es am Endgericht einmal besser als in einer sättigen Stadt. Ich schicke euch wie Schaf mitten unter 12. Drum sind wendig wie Hornschlangen und friedlich wie Turteltauben. Passet aber auf vor den Leuten. Die übergeben euch nämlich den Gericht und schwingen euch ab in ihren Synagogen. Auch vor Statthalter und Fürsten führt man euch als meine Zeugen für sie und für die Heiden. Wenn man euch den Gericht übergibt, macht euch keine Gedanken, wie und was er redet. Der Gott gibt euch schon zur rechten Zeit ein, was er sollt sagen. Nicht ihr redet dann, sondern der Geist von eurem Vater durch euch. Dann verratet der Brüder seinen Brüder am Henker, der Vater seinen Sohn, die Kinder stehen gegen ihre Eltern auf und bringen es an Galgen. Und man hasst euch wegen mir. Aber wer bis zum Schluss durchhebt, der wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, fliehen in eine andere. Glaubt mir, ihr seid nicht durch bei allen Städten von Israel, bis der Menschensohn kommt. Kein Jünger, kein Knecht steht über seinen Meister. Am Jünger, am Knecht muss lange, wenn er so gut wird wie sein Meister. Und wenn sie dem Hausbesitzer Beelzebul sagen, wie viel eher sagen sie das seinen Mieter? Drum habt keine Angst vor ihnen. Nichts ist so versteckt, dass es nicht vorkäme, und nichts so geheim, dass es nicht auskäme. Was ich euch im Geheimen sage, das sagt offen, und was ich euch ins Ohr flüstere, verkündet es von den Dächern. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten, aber die Seele nicht töten können. Habt eher Angst vor dem, wo die Seele und den Körper in der Hölle vernichtet. 2 Spatzen kommt man schon für einen Zehner über. Und doch geht nicht einen auf die Erde runter, ohne den Willen von eurem Vater. Sogar die Haare auf eurem Kopf sind all zählt. Drum hebt keine Angst, ihr seid mehr wert als ein Schwarm Spatzen. Zu jedem, wo zu mir steht vor den Menschen, zu dem stehe auch ich vor meinem mächtigen Vater. Aber wer mich ablehnt vor den Menschen, den lehne ich ab vor meinem mächtigen Vater. Meint nicht, ich sei gekommen, um den Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Gekommen bin ich, um den Sohn und den Vater auseinanderzubringen, Tochter und Mutter, die Schwiegertochter und Schwiegermutter. Die Feinde vom Mensch sind die im gleichen Haus wohnen. Wer Vater und Mutter lieber hat als mich, den kann ich nicht brauchen. Und wer Sohn oder Tochter lieber hat als mich, kann ich nicht brauchen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und mit mir kommt, den kann ich nicht brauchen. Wer sein Leben findet, der verliert es. Und wer sein Leben verliert wegen mir, der findet es. Wer euch in sein Haus aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt der Gott auf. Wer einen Prophet aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird belohnt wie ein Prophet. Und wer einen, der recht lebt, aufnimmt, weil er recht lebt, der wird belohnt wie einer, der recht lebt.
Und wer einem von diesen Kleinen nur bloß einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, glaubt mir, der kommt sicher sein Lohn über.